Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Warum wieder im Pause-Modus? Ganz einfach, als ich den Cut in der letzten Episode gemacht habe, kam natürlich just in dem Moment: Money, hier ist Copeland. Kommen. Cope, ich gehe mal draußen auf Tour. Ich wollte... Ich sag dir, Manny, Ups, da wollte ich ja hin, das Gebiet. du wirst noch mal draufgehen. Ich kann auf mich aufpassen, Cope. Ich komm klar. Okay. Blick zum Boden, Manny. Sie werden dich füttern. Okay, dann holen wir mal den Crystal Atkins. Ist wahrscheinlich auch ein ganz besonders reizender Kerl. Ich bin ja mal gespannt, was da jetzt kommt. Corporal St. John. Connor, ich bin jetzt am letzten bekannten Standort. Okay. Ist sie dort? Nein, ist eine Frau. aber hier steht ein Bike der Miliz, also als... Sehr gut, Corporal. Machen Sie weiter. Garrett Ende. Okay, was ist Okay. hier passiert? Das Bike blieb liegen und du bist ziemlich ausgerastet. Kann ich gut verstehen. Kleine Stiefelabdrücke. Von ihr. Ja, sie ist da lang. Wir machen das einfach mal mit dem Bike. So, ist wieder das nächste Indiz. Was ist das? Sie hat wohl was verloren. Was hast du verloren? Ring? Crystal? Denn was auch immer es war. Du wolltest es unbedingt zurückhaben, hm? Da ist der Schnee aufgewühlt, ne? Was Ja. ist das? Ein Ring. Okay, das wäre der erste. Mehr Stiefelabdrücke. Hier lang. Oh, halte mal den Gaul an. Ja, dass die Frau nicht desertiert ist, sondern hier, Was ist es? sondern dass die Frau hier überfallen wurde oder ähnliches. Was ist das hier? Schauen wir mal. Gelber Schnee. Ja, da hat sie gepinkelt. Wenn der Schnee gelb ist, vermute ich einfach mal. Okay, wenn man muss, dann muss man. Dir ist hier draußen alles völlig egal. Ja gut, das Oder, wird Crystal? auch Mehr einfach aus Stiefelabdrücke. Hier lang. wird aus Pietätsgründen auch einfach nicht gezeigt. Das muss ja auch nicht. Das muss man auch nicht sehen, wie jemand hier in den Schnee St. brunst. John, Captain Curry und Deacon St. John. Bitte kommen Sie zum Diamond Lake. Ja, Captain, ich höre. Verstanden. Okay, neuer Job freigeschaltet. Und zwar Schutz für die Schwachen. Das machen wir dann auch direkt. Warte mal. Natürlich steht jetzt mal Bike wieder irgendwo am Arsch der Welt. Ja, das geht jetzt durch hier in die Richtung. Ja gut, da komme ich mit dem Bike sowieso nicht mehr hier. Ich befürchte, dass er da gefasst wurde. Oh, toll. Plünderer. Sind das deine Freunde, Crystal? Die sehen nicht gerade nett aus. Entweder ihr Kumpels oder ihr Geiselnehmer. Das war leise genug, hoffe ich. Gut, das geht schnell und heimlich. Gut. Das ist auch noch sowas, worauf ich mich bei The Last of Us Part 2 sehr drauf freue. Und zwar ist da eigentlich jeder Mensch eine Persönlichkeit. Das heißt, wenn man da jemand niederstreckt und die Person wird entdeckt, dann heißt dann so nach dem Motto: oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Also die haben auch allesamt Namen. Das macht das Ganze auch sehr viel persönlicher, realistischer, individueller. Also da muss ich sagen, ich freue mich tierisch drauf. Generell wird The Last of Us Part 2 wahrscheinlich auch wieder der große Knall von Sony, bevor die Konsole gewechselt wird. War ja auch mit The Last of Us so. Das war nur der letzte große Hit für die PlayStation 3, bevor dann die PS4 rauskam, auf der wir hier ja auch zocken gerade. Und ich glaube, das Release für die PS5 war auf Dezember 2020 festgelegt. Und The Last of Us Part 2 ist am 21.02., wenn ich mich doch richtig erinnere, das Release. Und das wird wahrscheinlich nochmal der letzte große Knall von Naughty Dog sein, bevor die Konsole wieder gewechselt wird.
Muss Sache, die PlayStation 5, die werde ich mal wahrscheinlich auch zulegen, wenn die zu humane Preise wieder erhältlich ist. Ich kaufe mal die Dinge ja nie sofort, weil Kinderkrankheiten von Konsole und so, deswegen und dazu auch noch, dass die scheiß teuer sind am Anfang. Ich werde mal das dann wiederholen, wenn die erschwinglich sind. Hoch, der ist urplötzlich zugeschneit, der Kerl schon. Texturfehler. Und ja, wie gesagt, so Kleinigkeiten, so Kinderkrankheiten sind dann auch meistens ausgemerzt, wenn ich mir das etwas später hole. Aber ich glaube, da können wir uns schon definitiv alle drauf freuen, alle Sony-Fans, dass zum Ende mit The Last of Us Part 2 das Spiel rauskommt schlecht hier. Vor allem für alle, die Postapokalypse-Fans sind, die werden sich nochmal einen Arsch freuen, so wie ich. Bin ja auch totaler postapokalyptischer Genre-Fan von Literatur, Filme, Serie, Spiele. Ich mag das Genre generell sehr, sehr gern. Und auch generell Dystopia oder Dystopien mag ich auch sehr gern. So negativ Zukunftsfantasie, beziehungsweise Welten, kann man es ja eigentlich schon nennen. Ja, Fantasie ist es schon im weitesten Sinne, aber auch Welten, die da generiert werden, Ideen, die da ausgesprochen werden, gezeigt, realisiert werden und so weiter und so fort. Okay, da sitzen 3 Gestalten beieinander. Ich befürchte, wenn ich der eine erwische, sind die alarmiert. Probieren mal 2 auf einmal zu treffen. Runter! Da ist noch einer. Ebenfalls weg. Das ging ja besser als erwartet. Da hat nur 2 Typen noch schnell Wort rausgebracht. Ich hoffe, das alarmiert die anderen mal nicht gleich. Ich sollte mir auf jeden Fall einen anderen Standort aussuchen. Und immer die Umgebung im Auge behalten. Vielleicht komme ich über die der durch rüber. Vielleicht so rum. Würde Unabbau. Ja, immer im Überlebensmodus aktiv bleiben. Da habe ich schon irgendeiner rumtigern sehe, der könnte noch ein Problemchen werden. Oh oh. Da war doch was. Niemals. Ja, da lehnt noch einer so lässig rum. Wahrscheinlich auch mit so einem Äppelchen in der Hand, was er so cool hoch und runter wirft. Ja, da ist einer. Weg. Oh, er hat es überlebt. Scheiße, jetzt, ja, okay. Wow. Ja, jetzt geht das Ganze ziemlich ratzfatz. Jetzt ist auch mein Schalldämpfer am Arsch. Jetzt nur noch der hier, der große Dicker. Ja, dafür ist auch mal ganze Präzisionsgewehr-Munition weg. Okay. Wow. Keine Munition mehr zum Nachlader. Das bedeutet jetzt für mich in allererster Linie das Camp flattern, bevor ich noch der Kristall-Adams suche. Oder wie hieß die Frau? Ja, Atkins, nicht Adams. Noch der Kristall-Atkins muss ich halt auch suchen. Vielleicht wird die auch so genannt, weil sie Crystal Meth süchtig ist. Keine Ahnung. Ich wechsle auf jeden Fall schon mal zum MG wieder. So. Ja, die Miliz, die rekrutiert halt auch nicht nur die besonders tolle und nette Leute. Die rekrutieren halt auch ziemliche Gestalter, muss man dazu sagen. Das sind meistens auch so Leute, die wahrscheinlich keine andere Optionen mehr haben. Und dann denken, die Miliz wäre für sie nochmal irgendein lukratives Angebot, um nochmal legal auch zu morden. Ja, es gibt so Leute, die... Da bin ich mal sehr sicher, dass es in so einer Postapokalypse Leute gibt, die einfach nur einen Vorwand suchen, um andere umzubringen. Und das auch noch legal ohne Strafe. Ist zumindest etwas, was ich mal so denken kann, ne? Weil solange, oder wenn es kein Gesetz und Ordnung mehr gibt, dann nutzen so Leute alles, um möglicherweise sowas durchzuziehen. Meistens schränkt so Gesetz die Leute ein.
Und in einer Postapokalypse glauben die Leute vielleicht auch, dass so Gesetze wie bei der Deschutes County Miliz nicht unbedingt für sie gelten und dann dehnen die Regeln so, wie es ihnen passt. Aber im Fall von dieser Miliz haben sie sich geschnitten, weil die ziehen diese Gesetze knallhart durch und zwar mit Todesstrafe. Das muss man sich auch immer vor Augen halten. Also so einer Organisation würde ich nicht unbedingt beitreten, wenn ich nicht bereit wäre, die Regeln einzuhalten, weil die Regeln gelten halt nicht. Sie muss hier drin sein. Die Regeln gelten halt auch für jeden. Und wenn du gegen die Regeln spielst und dagegen verstößt, musst halt hier damit rechnen, dass man dich hier richtet. Das wäre mir wahrscheinlich zu militant, zu heftig. Ich weiß nicht, ob ich damit spielen würde. In dem Verein. Schauen wir mal. Die wird wohl noch leben. Gucke, was sie zu ihrer Verteidigung sagt. Ich nehme mal an, die ist einfach gefangen genommen worden. Oh, scheiße. Du hast echt die falschen Freunde. Leck mich! Hey, ja, kennst du mich nicht? Ich weiß, wer du bist. Ach, die kennen Du wir. hast auf der Bühne gestanden und bist dem Colonel in den Arsch gekrochen wie ein braver kleiner Soldat. Oh, heilige Scheiße. Weißt du, warum ich hier bin? Ich nehme an, der Colonel hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Dann los, mach schon! Ist mir scheißegal! Was machst du denn da? Ich töte dich nicht. Ich brauche nur die Ringe. Das sind meine Scheißringe. Diese Wichser haben sie mir gestohlen. Es sind meine! Ja, das stimmt. Aber die Ringe oder dein Leben? Also, was ist dir lieber? Fahr doch zur Hölle! Gern geschehen. Wollte gerade sagen, wie wär's mit dem Danke? Okay, liefert den Schmuck als Todesnachweis ab. Ja, das ist auch so eine absolut kaputte Gestalt. Die hat der Colonel ja schon gesagt, die ist drogesüchtig und nicht zu retten, in dem seine gut christliche Werte. Das mag jetzt mal dahingestellt sein. Ich glaube schon, dass die Frau durchaus noch Teamplayer-fähig ist. Nur hat sie sich hier ganz offensichtlich die falsche Freunde ausgesucht mit einer Bandita. Ist desertiert aus dem Arbeitslager von Camp. Die war ja auch nicht bei der Miliz per se als Soldatin, sondern als Arbeiterin, Zwangsarbeiterin kann man es eigentlich schon sagen. Und ich denke einfach, die Frau hat ein großes Problem mit Autorität. Mit ein paar lockere, vagabunde Gestalten und so könnte die wahrscheinlich durchaus noch Teamplayer-fähig sein, aber eher als Banditin. Ob das so geschickt ist, die Frau jetzt zu retten, sei mal dahingestellt, aber möglicherweise fängt sie was mit der Chance an. Es bleibt zu hoffen für sie. Dass sie doch mit der Chance was anfängt und das Ganze gütlich für sie regelt, dass sie sich nimmer irgendwelche Gestalten anschließt oder sonst was. Vielleicht kommt sie ja durch. Ist aber wohl für Deke besser, als dass er sie ausliefert, dass er dann abgemurkst wird. Na gut, wie gesagt, bleibt abzuwarten, wie sinnvoll die Entscheidung war. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Crystal Atkins sehen wir nicht zum letzten Mal hier. Aber anscheinend mag Deke das nicht so gern, wenn Frauen hier gerichtet werden. Kann man ja auch nachvollziehen. Er tötet Frauen ja auch nur, wenn es sein muss. Also so ein gewisser Moralkompass hat er einfach noch. Befehl hin, Befehl her. Okay, wir geben das ab, holen uns dann die nächste Aufgabe und wenn noch Zeit ist in der Episode, würde ich, wie gesagt, hier auch gerne mal aufrahmen. Ein bisschen Erkundungsarbeit muss einfach sein, finde ich. Dann machen wir nochmal die Schnellreise. Und wenn wir durch sind, können wir bei der Gelegenheit gleich nochmal tanken gehen. Jo, jetzt wissen wir zumindest mal, was aus der Woche ist. Es waren jo in Dekes Ernte waren das jo 3 Rekrute. Der Ende ist Wade Taylor, genau, so hieß er. Der ihn immer Deacon St. John, Sohn eines Predigers, nennt. Und von seinem Namen so beeindruckt ist, der jetzt der Ohrei gebüßt hat. Aber der ist immer hier Private, der ist mit dabei bei der Kampftruppe. Und Crystal Adams wurde zum Zwangslager, Zwangsarbeit verurteilt. Und ist desertiert, hätte eigentlich hängen sollen. Die hat sich entschieden, liefere ich einfach mal den Nachweis ab. Okay. Wir sprechen mal mit dem Colonel drüber. Dann können wir gleich tanken gehen und zur Curry, je nachdem, Moment.
Ja, 53%, das müsste noch reichen für für den Diamond Lake. Wobei, ich gebe lieber hier mal Geld aus als beim Diamond Lake. Da brauche ich mal Geld, mal Punkte für die Bike-Upgrades. Colonel, Sir, mache Meldung. Ich bringe das Diebesgut zurück. Corporal? Ja, die Frau. Eine Diebin und Mörderin. Hat sie Widerstand geleistet? Ja, Sir, ja, das hat sie, ja. Sie hat sich heftig gewehrt, aber das war kein Problem für mich. Sie kämpfen für die Rechtschaffenheit, Corporal. Denken Sie nicht mehr daran. Menschen wie Sie, Lügner, Diebe, Mörder, Süchtige, alles Verbrecher, haben dieses Unglück über uns gebracht. Ja, Und die ist es nicht schade, um keinen davon. Wegtreten, Corporal. Ja, Sir, ich gehe zurück an die Arbeit. Alter, der glaubt wohl immer noch, dass die Freaker-Katastrophe göttliche Plage wäre und glaubt wohl nicht daran, dass Wissenschaftler das hervorgerufen haben, was ich immer mehr glaube. Okay, auf jeden Fall haben wir das jetzt gemacht. Dann... Ne, mit dem Doc Jiminy sprechen wir noch nicht. Ich gehe jetzt erst nochmal zum Mechaniker hier. So. Der ist hier, ne? Können wir direkt nochmal tanken und reparieren. Hey Dick, Hi ho. Emma, ich habe dich letztens mit der Hexe von Wizard Island rumcruisen sehen. Wie lief das denn? Oh oh. Du meinst Lieutenant Whittaker? Der Sergeant? ist ziemlich viel, der Kerl. Hey, nein, so habe ich das nicht gemeint. So unter uns Soldaten, okay? Einfach mal quatschen. Ach, zeig etwas Respekt. Ja, wie gesagt. War nicht böse gemeint. Ja, der wäre ein bisschen Wir sehen viel, uns, der Typ. Corporal St. John. So, würde mich wundern, wenn der weiß, dass das Achsei Fra ist. Wenn er Deke schon eigentlich aus Farewell, hat er glaube ich gesagt, kommt er. Beziehungsweise die Farewell Mongrels waren ja dort der MC, der dort... Ja, so MCs, die regieren jo mehr oder weniger auch dort und haben die Untergrundgeschäfte meistens auch unter Kontrolle. Oder drehen zumindest organisierte krumme Geschäfte. Jo, würde mich nicht wundern, wenn er da auch Sarah bei ihm gesehen hätte, ne? Wenn er Deke schon kennt. Hi ho. Gut, dann gehen wir hier erst einmal zum Mechaniker. Ja, da haben wir leider nicht so viel. Sarge, Wir schauen mal, was wir noch machen können hier. Mit der Vertrauensstufe, die wir haben. Nee. Nee. Ja, die gehen noch. Allerdings habe ich zu wenig Punkte. Okay, gehen nur noch die Reife derzeit. Also, bitte sehr. Jo, merci. Dann retten wir mal mit Captain Curry. Okay? Derek hieß er mit Vorname. Derek Curry. Cooler Name auch. Servus. Corporal. Deacon. Gut. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. das klang dringend, Sir. Ist es auch. Es gab wieder eine Geiselnahme. Geiselnahme. Ach, scheiße. Anscheinend hat es jeder Blödmann in der Gegend auf uns, beziehungsweise die Miliz, abgesehen. Ja, die haben Das Vorräte, scheint ist mir klar. auch so. Seinen letzten Standort finden Sie auf der Karte. Er ist noch ein Kind. St. John. Private Ross. Ethan. Er sollte eine Gruppe Plünderer aufspüren und war dem wohl nicht gewachsen. Private Ross, kenne ich Okay. nicht, aber ich hol ihn da raus, Captain. Viel Glück, St. John. Wegtreten. Ich mag Curry nach wie vor. Ich finde, er ist ziemlich cool, der Typ. Und klar, natürlich wird die Miliz Ziel von Geiselnahme und Erpressungen. Das ist ja irgendwie schon beinahe logisch, weil die haben halt einfach die Vorräte. Okay, dann müssen wir ja dort hier. Da können wir bei der Gelegenheit ja das Nützliche mit dem Praktischen verbinden, ne? Wenn wir jetzt sowieso in die Gegend müssen. Das tracken wir jetzt gerade mal, den Schutz für die Schwachen. Dann gehen wir nämlich dort hin, machen dann das da, kämpfen uns hier ein bisschen vor in die Gegend, machen die Nächtle kaputt, dann gehen wir vielleicht nochmal da entlang. Ja, das klingt auch noch was Gutem. Machen wir das und dann hier nochmal die Basis platt. Und wenn wir dann fertig sind, bevor wir es abgeben, gehen wir nochmal in das Gebiet rein. Das klingt doch ganz hervorragend, oder? Wie gesagt, da können wir das Nützliche mit dem Praktischen verbinden. Finde ich persönlich hervorragend. Weil so können wir sehr viele Sachen auf einmal abernten. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn was auf dem Weg liegt, das Ganze noch miterledigt. Bei so Spielen wie im richtigen Leben, um ehrlich zu sein. Ich bin auch so jemand, der stapelt ganz gern so ein paar Aufgaben,
damit er die in einem Stück hintereinander erledigen kann. Ich mag das, wenn sowas schnell effektiv auf einmal erledigt ist. Statt beispielsweise, ja, ich fahre jetzt irgendwo hier iCover oder was, und dann gehe ich nochmal do hier und dann nochmal do hier, kann ich diverse Sachen miteinander verbinden. Finde ich immer gut. Okay. Zuerst, wie gesagt, hier die Forschungsanlage. Ja, genau, das war dieses Plündererlager. St. John, sind Sie da? Kommen Sie zum Hauptquartier, sobald es Ihnen möglich ist. Niemals! Colonel, natürlich, Sir. St. John, Ende. Okay, das ist wohl wieder hier. Uah, ziemlich matschig. Mal so, wir piken vor allem unser Bike, genau, wir parken unser Bike nochmal hier. Ja, das sieht man schon fast noch Freakerloch aus. Schalten wir uns Lämpel ein. Ja, wir gehen mal durch hier. Das sind anscheinend Signalfackeln. Noch ein Signal. Ja, das war wahrscheinlich auch nur so eine ganz mobile Station, so notdürftig eingebautes Ding. Wir sehen ja immer mehr von der provisorischen Nero-Forschungsanlage. Und ist ja auch logisch, also muss ich auch sagen, das finde ich auch sehr logisch, dass auch so provisorische Dinge eingerichtet wurden. Man hat ja nicht immer Zeit, die Trailer und so weiter hier zu schmeißen, wenn es nur eine Forschungsstation war. No? Halt mal der Gaul, als nächstes kommt Ausdauerdraht, dann machen wir das zuerst. Oh, noch ein Nero-Injektor. Gut. So. Dann ist die Ausdauerdraht. Setz es dir. Steroide. Sind das Steroide? Da hören wir uns das an. Dienst. Hab noch nicht nachgesehen. Sie? Ja, ich bin 4 Tage am Stück eingeteilt. Können wir nämlich als nächstes direkt dort hier zu der Forschungsanlage. Sie es getan? Ja, dann dürfen Sie es wohl auch. Wir haben eine Menge zu tun und wenig Zeit. Ja, das weiß ich, aber scheiße, Doc. Ich meine, die nehmen uns echt hart an. Nicht hart genug. Okay, das war's schon. Hattet ihr keine Zeit, in euren beheizten Bunkern eine Runde Dame zu spielen? Ja. Was für Luxusprobleme. Ja. Das kann man so sagen. Im Vergleich zum täglichen Überleben ist das wirklich ein Luxusproblem. Okay. Wir machen uns, wie gesagt, nochmal auf den Weg zu eben jener Forschungsanlage. Und dann können wir da wahrscheinlich auch direkt unseren Cut machen, wenn wir da ankommen und ein bisschen Säuberungsarbeit geleistet haben. Huch! Alter, habe ich gerade mit meinem Bike einen Hirsch erlegt? Alter! Scheiße! Oh Gott! Ja gut, wie war das mal? Ich sage immer ganz gern, wenn man in irgendwelche ländliche Gegenden gehen, die fressen auch das, was sie mit dem Auto überfahren. In dem Fall habe ich das tatsächlich gerade gemacht. Okay, warte mal. Da wo drin ist? Da müssen wir erstmal nochmal runtergehen. Da ist nämlich eine Höhle. Um Chief Wiggum zu zitieren. Jetzt besitzt und leitet er eine berühmte Höhle. So sein Bruder, wo er das mal gemeint hat. Beziehungsweise als es hieß, Bart muss diszipliniert werden. Da hieß es dann von Chief Wiggum: Wie wär's mit einer Kadettenanstalt? Die haben meinen Bruder wieder hinbekommen. Jetzt besitzt und leitet er eine berühmte Höhle. Ah, das ist auch wieder so Provisorium, wie es aussieht. Ja, und ohne Taschenlampe sieht es auch tausendmal gruseliger aus. Da ist jetzt die Ja, ein Nero-Injektor. Konzentration Mal sehen, ob der noch dran. geht. Jo. Suff. Setz es dir. Ich hatte immer Probleme, mich zu konzentrieren. Wahrscheinlich ist es irgendwie Ritalin oder sowas, dass man ADHS unter Kontrolle kriegt, dass man sich besser konzentrieren kann. Das geht mich immer wundern. Mikrorekorder. Geht mich immer wundern, wenn es wirklich Ritalin wäre. Los, wir müssen uns beeilen. Ist das sicher betäubt? Ja, ganz sicher. Das war genug Ketamin, um einen Dinosaurier umzuhauen. Feldnotiz 2020. Okay, als nächstes gehen wir dann wirklich zu dem Gebiet direkt. Wobei, waren wir hier schon mal? Wir könnten genauso gut nochmal hier einen kleinen Abstecher machen. Uns das nochmal angucken in der nächsten Episode. Weil das haben wir ja nur aufgedeckt. Und dann könnten wir
dann direkt weiter, nachdem wir den Ort hier geplündert und gecheckt haben. Ein Exemplar des Ursus americanus mutans, Rager Bär. So werden sie von den Driftern genannt. Ach, die Rager. Die lokale Umgangssprache zu kennen. Danke, Corporal. Das Subjekt verliert zunehmend Fell und nimmt rapide an Masse zu. Gewicht schätzungsweise 400 Kilogramm. Ups. 20% mehr als bei der letzten Messung. Ein echt großer Bär. Das ist kein Bär, Corporal. Nicht mehr. Mein Vater, er hat sie gejagt. Nicht hier, aber in Nordkalifornien. Er hat mir mal die Maße des größten je getöteten Schwarzbären genannt. Ich bin gespannt. New Brunswick, 1972, über 1000 Pfund. Ein Marsch. Manche Dinge ändern sich nicht. Ich bin mir ganz sicher, wenn seine Mutation abgeschlossen ist, wird er größer sein. Na los, verschwinden wir von hier, bevor er aufwacht. Ganz Ihrer Meinung. Okay, das war also Rager-Höhle. Ihr hättet ihn ja auch töten können, dann könnte er jetzt nicht mehr versuchen, uns zu fressen. Jo. Nur aus reinem Interesse. Ja, da steht ein einzelner Freaker auf der Stroß. Na gut, der darf mal rumzappeln und rummachen und tanzen, wie er will. Ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir uns einmal die Hinweistafeln hier durchlesen werden und den Ort hier plündern. Können wir auch bei der Gelegenheit noch tanken. Und dann machen wir übermorgen auch hier Schutz für die Schwachen, machen vielleicht noch das infizierte Gebiet sauber und haben auf jeden Fall Ehre für übermorgen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ich mache jetzt auch hier den Pause-Modus nach wie vor, nicht, dass wieder irgendein überraschender Funkspruch oder Gegner-Encounter, also Encounter war nochmal Zusammentreffen, ne? Zusammenstoß bzw. Begegnung, das ist das richtige Wort. Bevor hier wieder eine Feindbegegnung erscheint, gehe ich in den Pause-Modus und wir sehen uns übermorgen wieder. Ayan Yankee.